Kapitel 16. Am nächsten Nachmittag ging Brady ruhelos in der Küche auf und ab, öffnete Schubladen und starrte in den Kühlschrank, ohne wirklich etwas zu suchen. Er war vollkommen fertig. Er konnte nur an Russia denken. Wo war sie? Wo konnte er sie finden? Und vor allem wie? Er hatte am Tag zuvor unzählige Male ihre Nummer gewählt und jedes Mal die Fehlermeldung gehört. Dann hatte er bei der Telefonauskunft angerufen. Die Nummer, die Russia aufgeschrieben hatte, existierte nicht. Und die Hausnummer 7142 fand er nicht. Brady warf den Kühlschrank zu und lehnte sich gegen den Herd. Niemand in der St. Anne's kannte Russia. Die Telefonnummer stimmte offensichtlich nicht. Das Haus in der 4th Street gab es wohl auch nicht. Das machte doch keinen Sinn. Es war fast so, als würde Russia gar nicht existieren. Aber er hatte doch mit ihr gesprochen, neben ihr im Kino gesessen, ihre Hand gehalten und sie geküsst. Bei der Erinnerung an Russias Küsse wurde Brady ganz warm ums Herz. Russia war irgendwo da draußen, er musste sie nur finden. Leider hatte er keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. Brady warf einen Blick auf die Küchenuhr. Wegen einer Lehrerkonferenz hatte er heute früher Schulschluss. Wie gerne hätte er diese freie Zeit mit Russia verbracht. Wo war sie? Warum hatte sie ihm eine falsche Telefonnummer gegeben? Eine falsche Adresse? Schließlich gelang es Brady, die Gedanken abzuschütteln. Wenn er noch länger herumstand und über Russia nachdachte, würde er verrückt werden. Ich werde meine Hausaufgaben machen, entschied er sich. Er holte sich eine Cola aus dem Kühlschrank und nahm seine Schulsachen mit ins Wohnzimmer. Auf dem Schreibtisch seines Vaters breitete er seine Bücher aus und schlug das Biologieheft auf. Beim Durchblättern entdeckte er einen Eintrag in Ellies Handschrift. Vor ein paar Wochen hatte sie ihre Notizen in sein Heft übertragen, weil er wegen einer Erkältung einige Schultage versäumt hatte. Ellie. Brady lehnte sich im Schreibtischstuhl zurück und dachte über Ellie nach. Ihm war klar, dass sie wegen der Party immer noch enttäuscht war. Vielleicht sollte er zu ihr gehen, wenn er mit den Hausaufgaben fertig war. Natürlich nicht, um ihr von Russia zu erzählen. Dazu war er noch nicht bereit. Brady nahm einen Schluck von seiner Cola und schlug die Seite im Biologiebuch auf, die sie in der Schule gerade durchnahm. Doch er konnte sich nicht auf den Text konzentrieren. Stattdessen sah er immer wieder Russia vor seinen Augen. Er schaute in Russias grüne Augen und blieb an ihrem roten Kussmund hängen. Ihr Lächeln, ihre sanften Küsse. Brady wollte nicht lernen. Er wollte auch nicht Ellie besuchen. Er wollte nur Russia. Das Läuten der Türklingel riss ihn aus seinen Träumen. Brady sprang auf und rannte in den Flur, voller Hoffnung, dass es Russia sein konnte. Auch wenn sie es nicht sein sollte, war er doch froh über die Ablenkung. Er konnte sich ohnehin nicht aufs Lernen konzentrieren. Es läutete wieder. Brady öffnete die Haustür und sein Herz schien stehen zu bleiben. Russia stand vor der Tür. In ihrem weichen schwarzen Pulli, dem purpurroten Rock und der schwarzen Lederjacke sah sie einfach umwerfend aus. Bradys Herz begann bei ihrem Anblick schneller zu schlagen. »Hey, das ist super«, rief er aus. »Ich habe gerade an dich gedacht.« »Ich habe auch an dich gedacht, Brady.« Russia strahlte ihn an. »Schicksal, stimmt's?« »Eindeutig«, bestätigte Brady. »Ich war mir nicht sicher, ob du zu Hause sein würdest, aber ich dachte, ich versuch's einfach.« Russia berührte seinen Arm. »Und jetzt bin ich froh, dass ich es getan habe.« »Und ich erst«, bekräftigte Brady. »Willst du mich nicht hereinbitten?« fragte Russia, nachdem sie einen neugierigen Blick über Bradys Schulter geworfen hatte. »Oh, doch, klar«, sagte Brady hastig und ließ sie eintreten. »Ich bin wirklich froh, dass du gekommen bist. Ich wollte dich gestern schon sehen und bin losgefahren, um...« »Ehrlich?« unterbrach ihn Russia. »Du bist so süß.« Sie beugte sich zu ihm und küsste ihn. Brady legte die Hände auf ihre Schultern und erwiderte den Kuss. »Wollen wir uns setzen?« fragte Russia. Brady nahm ihre Hand und führte sie durch den Flur. Als sie ins Wohnzimmer kam, stolperte Russia über die Kante des weißen Teppichs, der dort auf dem Parkettboden lag. »Vorsicht«, warnte Brady und verstärkte seinen Griff um ihre Hand, damit sie nicht hinfiel. »Über diesen Teppich fällt jeder. Vielleicht solltest du ihn wegnehmen«, schlug Russia vor und stützte sich an einem Tisch ab. Brady lachte. »Sag das mal meiner Mutter. Ich wollte dich übrigens gestern besuchen, aber du musst mir die falsche Adresse aufgeschrieben haben.« Russia hob die Augenbrauen. »Man sollte doch wohl meinen, dass ich weiß, wo ich wohne, Brady.« »Ja, natürlich, aber sieh dir das an.« Er holte sein Portemonnaie heraus und entfaltete die Serviette. »Siehst du?« fragte er und hielt sie ihr hin. 7142 4th Street, stimmt's? Aber es gibt keine Hausnummer 7142 in der 4th Street. Wie kommt das?« »Das ist ganz einfach«, sagte Russia, gelassen und zeigte auf die Serviette.
Da steht 1142. Kannst du nicht lesen? Brady starrte auf die Adresse. Für mich sieht das aus wie eine 7, aber vielleicht ist die Tinte verlaufen. So muss es gewesen sein, bestätigte Russia. Sie nahm einen großen, dolchförmigen Brieföffner vom Tisch und fuhr geistesabwesend mit den Fingern über die Klingel. 1142 ist das große Haus an der Ecke. Ich nehme an, dass du daran vorbeigefahren bist. Wie schade. Allerdings, aber... Brady verstummte. Ungeduldig schlug sich Russia die Klinge des Brieföffners in die hohle Hand. Aber was? Brady sah sie unsicher an. Deine Telefonnummer. Was ist damit? Bevor ich versucht habe, euer Haus zu finden, wollte ich dich anrufen, berichtete Brady. Aber ich bekam immer dasselbe zu hören, nämlich kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich habe auch bei der Telefonauskunft angerufen. Deine Nummer gibt es nicht. Russia zuckte mit den Achseln. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Heute Morgen hat unser Telefon jedenfalls tadellos funktioniert. Es hat funktioniert? Natürlich hat es funktioniert, rief Russia gereizt. Was ist das hier? Ein Verhör? Brady schüttelte den Kopf. Nein, natürlich nicht. Was ist dann dein Problem, Brady? Du hast nach der falschen Hausnummer gesucht. Wahrscheinlich kannst du meine Schrift nicht lesen. Warum spionierst du mir schon wieder nach? Musst du immer so misstrauisch sein? Brady war verwirrt. Aber ich wollte doch nur... Draußen schlug eine Autotür zu. Brady ging zum Fenster und zog den Vorhang zur Seite. Ellies Wagen stand in der Einfahrt und ihr kastanienbraunes Haar schimmerte in der Nachmittagssonne, als sie auf die Haustür zuging. Brady ließ den Vorhang zurückfallen und wirbelte herum. »Es ist Ellie«, rief er panisch. »Wer?« fragte Russia. Brady sah sich hektisch um. Er hatte das Gefühl, in der Falle zu sitzen. »Hör zu, Russia, ich erkläre das dir ein anderes Mal. Aber du musst jetzt sofort gehen.« »Gehen?« »Ja, und ich weiß, dass es sich verrückt anhört. Aber würdest du bitte die Hintertür benutzen?« Brady fuhr zusammen, als die Türklingel läutete. »Schnell«, flehte er. »Wenn du meinst...« Russia bedachte ihn mit einem verwunderten Lächeln und ging auf die Haustür zu. Es läutete noch einmal. »Danke, Russia«, sagte Brady erleichtert. »Hör mal, ich rufe dich nachher an, dann können wir...« »Pass auf!« rief er, als sich die Spitze von Russias Stiefel unter dem Rand des weißen Teppichs verfing. Russia geriet sofort ins Stolpern. Dabei verlor sie ihr Gleichgewicht. Brady griff nach ihrem Arm, damit sie nicht hinfiel. Russia schwenkte den anderen Arm herum. Sie wollte sich an seiner Schulter festhalten. Stattdessen traf sie ihn an der Seite. Brady spürte etwas Kaltes auf seiner Haut. Dann fühlte er einen stechenden Schmerz. Er schrie entsetzt auf und griff sich an die Taille. Der Schmerz wurde unerträglich. Er riss die Hand wieder weg. Die Möbel schienen sich zu drehen. Wie benommen sah Brady an sich herab. Etwas Silbernes ragte aus seinem Hemd. Brady stieß einen lauten Schrei aus. Er erkannte, was es war. Der Griff des Brieföffners. Aber er konnte nur einen Teil der Klinge sehen. Der lange Rest steckte in seinem Bauch.